Ja, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie heute Abend herzlich zu einem spannenden Vortrag zu einer Figur, die mich persönlich jetzt schon seit mehr als einem Dutzend Jahren beschäftigt, seit ich zum ersten Mal von Otto Schmalz gehört habe. Es ist eine irritierende Person, Otto Schmalz. Auf der einen Seite derjenige, der die Deportation der Juden aus Luxemburg organisiert, auf der anderen Seite eine Figur, die auch in der Nachkriegszeit von Überlebenden als durchaus positiv wahrgenommen wird, sodass sich doch Fragen stellen, viele Fragen sogar. Wer war diese Person? Hat er wirklich viel geholfen oder ist das nur in der Wahrnehmung gewesen? Was passiert da? Ja, danke Frank. Also im Namen des Museums will ich dann auch von meiner Seite Sie herzlich zu diesem Abend begrüßen, also zu unserem Themenabend Eichmanns Helfer in Luxemburg. Wer war Otto Schmalz? Ob wir ihn jetzt wirklich, wie er wirklich war, darstellen können, wie er jetzt gesagt hat, das sei dahingestellt, die Geschichte etwas wirklich, wie es war, dahinzustellen, muss auch so dahingestellt sein, aber wir haben es hier mit einer sehr paradoxen Ausgangssituation zu tun. Wir haben einen Mann, Otto Schmalz, der auf der einen Seite mitverantwortlich war für die erzwungene Auswanderung, für die Erfassung und für die Deportation der Juden Luxemburgs. Auf der anderen Seite haben wir dann Aussagen, wie beispielsweise die von Alfred Oppenheimer, von Robert Serebrennik und anderen Mitgliedern der jüdischen Gemeinschaft, die von einer Person sprechen, die äußerst positiv dargestellt wird. Der gute Beamte in einer sehr dunklen Zeit. Wir müssen aber auch da in Betracht ziehen, dass es sich hierbei natürlich um Überlebende, größtenteils um Überlebende der Shoah handelt, um Personen, die früher in Führungspositionen auch waren, die in direktem Kontakt mit Schmalz standen. Und das brachte uns auch unter anderem am Anfang auf zur Frage, wie sahen die anderen überhaupt Schmalz? Kannten die Otto Schmalz oder haben sie schon mal was von ihm gehört? Und da waren wir bei einer Situation, Daniel Thiemann und ich haben uns mit einige Personen gesprochen, mit einigen Familien, die heute noch in Luxemburg leben, und einige haben, ja, Otto Schmalz, den Namen kennen wir, das war ein sehr guter, der hat uns geholfen. Der anderen Seite, die meisten haben gesagt, wer? Den kenne ich nicht oder den kennen wir nicht mehr. Noch eine dritte Facette ist dann die vor allem, da haben wir auch mit einigen gesprochen, die dann vom bösen NS-Täter sprechen. Das heißt, wir haben mehrere Facetten, ein Bild von einem Mann, es ist ein verzerrtes Bild dieser Person. Und dieses verzerrte Bild, das vor allem durch Hörensagen entstanden ist, prägt im Endeffekt die Erinnerung an ihn und eben auch die eben bis heute nachreicht. Deswegen standen wir zu Beginn natürlich zu der Frage, wer war nun wirklich Otto Schmalz? War er ein Opportunist? War er ein Überzeugungstäter? Oder war er ein Karrierist? Und wie sah eigentlich wirklich diese Relation zu der jüdischen Gemeinschaft überhaupt aus? Und deswegen will ich mit einem Zitat von Otto Schmalz selbst beginnen, bevor wir dann zur Person nach und nach das Leben von Otto Schmalz näher beleuchten werden. Ich zitiere, also von Otto Schmalz: Hinsichtlich meiner eigenen Einstellung zum Judentum kann ich nur sagen, dass ich dem Judentum völlig neutral gegenübergestanden habe. Aus diesem Grunde habe ich auch die Deportation der Juden nicht gut geheißen. Wenn ich gleichwohl in dieser Hinsicht den mir erteilten Weisungen nachgekommen bin, so geschah das, weil die Deportationen immerhin den damals geltenden Gesetzen und Vorschriften entsprachen
und ich mich als Beamter daran zu halten hatte. Ich habe jedoch dafür gesorgt, dass den Juden, soweit es unter meinem Einfluss stand, alle möglichen menschliche Erleichterungen zuteil wurden. Zitat Ende. Wir werden jetzt in den nächsten eineinhalb Stunden werden wir dann analysieren, ob dieser Satz der Wahrheit entspricht oder nicht. Oder was wir zumindest herausfinden konnten. Aber nun einmal zum Beginn der Karriere eines Polizisten. Otto Schmalz wird am 30. Februar 1904 in Halberstadt im Sachsen-Anhalt geboren. Sie ist eine relativ große Familie, 4 Kinder. Der Vater Eisenbahner und es ist eine katholische Familie. Schmalz erlernt den Beruf des Maschinenschlossers und wird dann 1922 bei der Reichsbahn eingestellt. Er tritt somit in die Fußstapfen seines Vaters, der ebenfalls Eisenbahnschaffner ist. Ein Jahr später wird Schmalz jedoch entlassen, aus ökonomischen Gründen. Später meldet er sich dann zur preußischen Schutzpolizei, wo er sich dann 12 Jahre verpflichtet. Schmalz macht Karriere in den nächsten Jahren, wo er unter anderem auch in Düsseldorf eingesetzt wird. Erreicht er den Grad eines, da muss ich spicken, Revier-Oberwachtmeisters. 1936 wird er, also nach seinen 12 Jahren, wird er dann schließlich, wechselt er zur Kriminalpolizei und von dort aus dann schließlich wird er von der Gestapo übernommen und kommt nach Trier. Und wo wird er eingesetzt? An der deutsch-luxemburgischen Grenze. Er wird bei der Grenzpolizei eingesetzt, wo er unter anderem mitverantwortlich ist um die Ein- und Ausreisefrequenz spionageverdächtiger Personen zu überwachen und auch erste Kontakte aufzunehmen mit luxemburgischen Zöllnern, um an die Informationen zu kommen. Da gibt es auch sehr schöne Zitate eigentlich von Otto Schmalz, wie er dann sagt, ja, das waren eigentlich relativ gute Zeiten. Wir haben dann, die Zöllner von Luxemburg sind dann zu uns nach Perl gekommen, wir dann rüber nach Schengen, sind dann zusammen ins Café gegangen und haben einen guten getrunken. Solche Zitate gibt er dann unter anderem preis. 1939 wird dann dieser Grenzposten geräumt, unter anderem wegen der Kriegserklärung Frankreichs an das Deutsche Reich nach dem Überfall auf Polen. Er kommt dann schließlich nach Trier und wird im Erkennungs- und Innendienst eingesetzt. Und ab 1940 wird er dann schließlich zum sogenannten Judensachbearbeiter ausgebildet. Dies zum Rahmen über die junge Karriere von Otto Schmalz. Jetzt aber zu meiner ersten Frage. Nachdem wir jetzt Schmalz' Jugend und frühe Karriere etwas beleuchtet haben, Lena, wie sieht es eigentlich mit den politischen Überzeugungen von Otto Schmalz aus? Ja, zu Beginn direkt eine gute Frage. Also vorausgeschickt kann man sagen, alles, was man dazu sagt, ist so ein bisschen Kaffeesatzleserei. Wenn man ihm selbst glaubt, in Vernehmungen nach 1945, dann zeigt er sich als jemand, der selbstverständlich noch 1932 die SPD gewählt hat und erst in den letzten Wahlen 1936 sein Kreuz bei der NSDAP gemacht hat. Also er vermittelt sich selbst als eigentlich ein republiktreuer Beamter der preußischen Polizei zunächst einmal, der natürlich SPD-Wähler gewesen ist und erst als nichts anderes mehr ging, dann letztlich die NSDAP gewählt hat. Parteimitglied wurde er erst zum 1. Mai 1937. Das hört sich jetzt erstmal so an, als sei das relativ spät gewesen. Es war aber sozusagen überhaupt erst wieder die erste Möglichkeit, nachdem die Mitgliedersperre aufgehoben worden ist. Das heißt, nachdem zum 1. Mai 1933 abertausende Mitgliedsanträge bei der Partei eingegangen sind, hat man einen Mitgliederstopp verhängt und den erst wieder zum 1. Mai 1937 aufgehoben. Das heißt, früher hätte er fast gar kein Mitglied werden können. Das wird er dann also zum 1. Mai 1937. Er ist dann Ende der 30er Jahre, hat er den Austritt aus der katholischen Kirche erklärt und sich fortan als
sogenannten gottgläubig ausgeflaggt. Den Grund für seinen Austritt aus der Kirche, der lässt sich nicht ergründen. Also das ist einfach erstmal so hinzunehmen. Das kann Überzeugung gewesen sein, das kann aber auch Opportunismus gewesen sein. Ja, und eine Frage, die uns sehr, sehr lange dann noch alle gemeinsam beschäftigt hat, war die nach der Frage, war er eigentlich in der SS? Und da werden wir vielleicht auch später nochmal drüber sprechen. Das wäre eigentlich eine jetzige Frage gewesen. Kannst du noch weitermachen? Okay, ja, also das hat uns sehr, sehr lange beschäftigt und zwar auch lange gar nicht so leicht, eine Antwort drauf zu finden. Er hat sich, das ist sozusagen überliefert, schon im Januar 1942 freiwillig zur Waffen-SS gemeldet. Das heißt, zunächst einmal muss man davon ausgehen, dass von einer gewissen Überzeugung die Rede sein kann, denn es gab keine Pflicht zum Mitglied in der SS und dann schon gar nicht mal in der Waffen-SS. Das heißt, die Meldung zum Dienst in der Waffen-SS muss aus eigenem Antrieb gekommen sein. Das hat er gemacht im Januar 1942. Dieser Antrag ist bearbeitet worden, er ist aber UK gestellt gewesen, das heißt sozusagen vom Frontdienst oder vom Wehrdienst freigestellt gewesen, weil er eben als Beamter bei der Geheimstaatspolizei eingesetzt worden ist. Es gibt aber weiterhin keine SS-Mitgliedsnummer, es ist keine letztliche Aufnahmebestätigung zu diesem Zeitpunkt ausgefüllt worden. Im Februar 1943 kam dann nochmal so ein bisschen Wind in die Sache, kann man sagen. Es wird nämlich ein erbbiologisches Gutachten zu ihm und seiner sogenannten Sippe, also zur Familie, angefordert, ob er denn aus erbbiologischer Hinsicht tauglich sei, in die SS aufgenommen zu werden. Das wird positiv beschieden, also es werden keine Krankheiten in der Familie festgestellt oder an ihm selbst, die irgendwie dagegen sprächen, für das System ihn in diese Eliteeinheit aufzunehmen. Das heißt, es wird eine Freigabe gegeben, im Februar 1943 ihn in die Waffen-SS aufzunehmen, aber wieder fehlt die Bestätigung oder eine Mitgliedsnummer. Das heißt, letztlich waren alle Voraussetzungen erfüllt und auch seine Freiwilligkeit gegeben, aber irgendwie kam dieser Verwaltungsgang, der es letztlich ja war, aus welchen Gründen auch immer ins Stocken. Am 10. Mai 1940 wird Luxemburg ja überfallen von der Wehrmacht und im August unter eine Zivilverwaltung gestellt. Ziel ist ja die Annexion Luxemburgs in das Deutsche Reich, Motto Heim ins Reich. Und auch dieser deutsch-luxemburgische Volkskörper soll langsam, aber sicher vom französisch-jüdischen Einfluss, der Gänsefüßchen, befreit werden durch eine intensive Germanisierungs- und Judenpolitik. In Trier, also im Hintergrund noch, zumindest bis September 1940, etabliert sich oder wird ein Kommando aufgebaut, das sogenannte Einsatzkommando des Sicherheitsdienstes des SD, der Sicherheitspolizei des SD, kurz EKL. Kannst du uns etwas zur Struktur und zu den Aufgaben des EKL kurz etwas berichten? Ja. Das EKL hat eigentlich aus 3 Säulen bestanden. Das war einmal die Kriminalpolizei, einmal die Geheime Staatspolizei und einmal der Sicherheitsdienst der SS, also der parteiamtliche Nachrichtendienst sozusagen. Und dieses EKL, man könnte sagen, eigentlich ist das sowas wie die Einsatzkommandos auch in den besetzten Ostgebieten, in klein für Luxemburg, und hat aus diesen 3 Sparten bestanden. Übergeordnet stand der Leiter des EKL, der gleichzeitig in Personalunion auch immer der Leiter der Geheimen Staatspolizeistelle in Trier war. Das heißt, wir haben von Beginn an eine sehr enge Verbindung dieser beiden Behörden miteinander aufgrund der Tatsache, dass die Leitung immer gleich besetzt war. Und das bedingte auch eine hohe Personalfluktuation zwischen diesen beiden Behörden. Also Otto Schmalz ist eigentlich so ein gutes Beispiel dafür. Ne? Der wird sozusagen in Trier in der Gestapo ausgebildet, sogar schon auf seine Tätigkeit, die er in Luxemburg zu übernehmen hat, vorbereitet, bevor er dann hier ins Großherzogtum, ins besetzte Großherzogtum versetzt wird und hier seinen Dienst verrichtet. Und mit ihm sind das zahlreiche Kollegen und Kolleginnen, die von Trier nach Luxemburg gehen. Und in diesem Konstrukt EKL, wo kann man da Schmalz verorten? Welche Funktionen
hatte er unter anderem? Zahlreiche Funktionen. Er war erstmal in der Säule der Gestapo zu verorten, also der politischen Polizei in der Zeit. Und also platt könnte man sagen, eigentlich war er in fast allen Sparten, die man da bedienen konnte, irgendwann mal eingesetzt. Die zentrale Aufgabe, das ist ja auch die, mit der wir uns heute schwerpunktmäßig auseinandersetzen, ist die Aufgabe als sogenannter Judensachbearbeiter, die er hier hatte. Er war aber überdies noch beispielsweise eine Zeit lang als Schutzhaftreferent eingesetzt. Er war im Erkennungsdienst tätig. Er war in der Abteilung zur Bearbeitung des luxemburgischen Widerstandes und der Spionageabwehr eingesetzt. Er war mitverantwortlich für Umsiedlungen, die in den Osten stattgefunden haben, für Schutzhaftverhängungen tätig und für eine sogenannte Gefangenensammelstelle. Da ging es sozusagen auch um so eine kontingentierte Verteilung von Frauen und Männern, die verhaftet worden sind, auch von Luxemburg in die Haftstätten im Deutschen Reich, also gerade so in der Grenzregion. Das heißt, man könnte fast sagen, er hat eigentlich einen total guten Einblick in die gesamte Behördentätigkeit der Geheimstaatspolizei gehabt. Nun war seine Hauptaufgabe ja die des sogenannten Judensachbearbeiters. Was kann man sich unter dem Begriff Judensachbearbeiter überhaupt vorstellen? Ja, also es gab in allen Staatspolizeistellen im gesamten Deutschen Reich und dann auch in den besetzten Gebieten, unter anderem dann auch in Luxemburg, eine Abteilung oder eine Unterabteilung, die sich mit sogenannten Judenangelegenheiten auseinanderzusetzen hatte. Es war auch zusammengefasst, teilweise auch mit anderen Kirchen oder Glaubensrichtungen. Und da war eigentlich alles zu bearbeiten, was irgendwie auf diesem Sachgebiet, wenn man es ganz sozusagen theoretisch fassen würde, angefallen ist. Also eigentlich die Beobachtung des Judentums, und das war ja im Nationalsozialismus nicht als Religion gefasst, sondern als Rasse gefasst, also aller Menschen, die zu dieser Gruppe zugewiesen worden sind, die zu beobachten, die zu verfolgen, wenn sie zu verfolgen galt, ob aus strafrechtlicher Sicht oder aus rassepolitischen Gründen, und sozusagen eine erste Erfassung letztlich auch all dieser Menschen zu leisten. Also eine große Aufgabe, die er in seiner Zeit als sogenannter Judensachbearbeiter in Luxemburg hatte, war eigentlich die Erstellung einer für ganz Luxemburg geltenden Judenkartei. Nun war Schmalz natürlich nicht alleine, also alleiniger Judensachbearbeiter in Luxemburg. Er hatte auch einen Vorgesetzten. Dies unter anderem, wie er selbst sagt, weil er sich nicht so richtig engagiert hat und deswegen bekam er einen Vorgesetzten, also nach eigenen Aussagen. Das muss man natürlich etwas kritisch sehen, aber auf jeden Fall waren sie zu zweit, als das sogenannte Judenreferat Abteilung 2b in Luxemburg aufgebaut wurde. Sein Vorgesetzter war Paul Schmidt und über ihn, das heißt die Leiter der Abteilung 2, die waren gleichzeitig auch die Referenten für Jugendfragen, das war Sebastian Ranner und Gerhard Simon. Schmalz selbst beschreibt die Aufgabenteilung zwischen Schmidt und ihm selbst als sehr fluid, währenddem Schmidt eher verantwortlich war für die sogenannten Außenaktionen, das heißt die Planung und Begleitung der Auswanderungstransporte, die Schmalz auch begleitet hat. Deswegen diese fluide Arbeitsteilung soll Schmalz für, wie du bereits gesagt hast, die Erfassung und eben die Abwicklung dieser Auswanderungstransporte, also somit auch die Erstellung der sogenannten Judenkartei mit verantwortlich gewesen sein. Nur zu Schmidt haben wir nicht sehr viele Informationen bislang gefunden. Es ist auch ein sehr einfacher Name, Paul Schmidt, das kann jeder sein, um ihn zu finden. Schmidt selbst, im Gegensatz zu Schmalz, wie wir noch später, wie Gernitsch noch später erzählen wird bei den Zeugen sehr, sehr schlecht dargestellt. Also als, sagen wir es so, als regelrechter Antisemit, wenn Juden bei ihm im Büro vorstellig geworden sind, soll er sie sehr, sehr herablassend behandelt haben und auch versucht haben, sie so schnell wie möglich aus seinem Büro wieder rauszubringen. Das Gegenteil ist bei Schmalz immer der Fall gewesen. Aber nochmal zurück zu dieser sogenannten Judenkartei. Dann
Wie und zu welchem Zweck wurde eigentlich diese Judenkartei erstellt? Idee der Nationalsozialisten in Luxemburg war, Luxemburg Juden reinzubekommen. Um das Land Juden reinzubekommen, musste man sich zunächst einmal einen Überblick über diese Personen einen Überblick über die Personen erstellen und erschaffen, die als jüdisch betrachtet werden können. Wie gesagt, es geht hier nicht um die Angehörigen einer Religion, sondern als Rassen, also auf einer Rassenbasis beziehen. Es gab keine allgemeine Judenkartei für Luxemburg. Es gab wohl Listen im Konsistorium, wir können aber eher davon ausgehen, dass da die Menschen erfasst waren, die sich als religionszugehörig selbst betrachtet haben und in dem Sinne der Religionsgemeinschaft Juden-Luxemburg-Stadt angehört haben. Aufgabe Schmalz war es also zunächst einmal, eine Judenkartei für ganz Luxemburg zu erstellen. Und er wird ab August 1940 daran arbeiten. Und unser Historikerkollege Georges Büchler etwa berichtet, dass ihm zugearbeitet wird, denn ab August 1940 sind rund 40 Polizeiagenten und Brigadiers der Stadt Luxemburg zum Beispiel im Einsatz und lassen ihm eine Liste erstellen, wo dann rund 1900 Personen drauf aufgelistet sind. Vermerkt werden auch schon zum Beispiel die Personen, die abwesend waren oder abgereist waren oder geflüchtet waren. Also, Schmalz' erste Aufgabe war, eine Liste für ganz Luxemburg zu erstellen. Ich habe von den Polizeiagenten der Stadt Luxemburg gesprochen. Man muss aber auch erwähnen, dass angeschrieben wurden die einzelnen Bürgermeister, respektive Gemeinden der Stadt, des Landes Luxemburg, die Einwohnermeldeämter, damit die auch Auskunft geben über die bei ihnen in der Gemeinde angemeldeten wohnenden jüdischen Personen. Inwiefern war die jüdische Gemeinde in die Anfertigung oder dieser Judenkartei mit eingebunden oder gab es da Listen, auf die Schmalz zurückgreifen konnte? Also ich gehe davon aus, dass es für die Hauptsynagoge in Luxemburg-Stadt durchaus solche Listen gab. Wie gesagt, für die Mitglieder, die sich als religiös bezeichneten, die da aufgelistet waren. Aber ich glaube, wir müssten zunächst einmal definieren oder aufpassen, sagen wir mal so, aufschlüsseln, dass das, was wir als Juden verstehen oder jüdische Gemeinschaft Luxemburg 1940, das war keine homogene Gemeinschaft. Es gab durchaus Menschen, die sich auch später auf Deportationslisten wiederfinden, die sich selbst nicht als jüdisch-religiös bezeichnet haben. Die waren vielleicht, was ihre politische Einstellung betrifft, aufgrund, was weiß ich, von linkspolitischen Gedanken nicht religiös. Andere hatten vielleicht mit der jüdischen Religion gebrochen, aus welchen Überlegungen auch immer, waren vielleicht katholisch oder überhaupt nicht gläubig, sodass die sich selbst nicht als jüdisch betrachtet haben. Und Schmalz' Aufgabe war es halt eben, eine Liste zu erstellen, aufgrund von Rassekriterien, sage ich jetzt einmal, um halt eben eine so komplett wie möglich jüdische Liste zu erstellen. Darauf aufbauend halt eben, wie gesagt, die jüdische Gemeinde kann halt nur Listen weiterreichen über ihre Mitglieder, die sich auf Religiosität bezogen bei ihnen aufgelistet haben. Wir haben es ja bereits angeschnitten, neben Paul Schmidt ist Schmalz dann auch bei den sogenannten Abwanderungstransporten zugegen, fährt auch mit, also Abwanderungstransporte in der Hinsicht die erzwungene Abwanderung von Juden aus Luxemburg. Wie kann man sich den Ablauf dieser Transporte vorstellen und liefen die immer auch nach Plan? Auch da muss man wissen, dass wir grob in zwei Richtungen unterscheiden müssen. Zunächst einmal bis Oktober 1941, wie gesagt, die Idee der Nationalsozialisten war es ja, Luxemburg-Juden reinzubekommen. In dem Sinne unterstützte der nationalsozialistische Besatzer die Auswanderung der Juden Luxemburg auch nach Südwesten. Man geht davon aus, oder neueste Studien zeigen, dass rund 19 Transporte Richtung Westen organisiert wurden, zum Teil vom Konsistorium, einzelne auch von der Gestapo selbst, wo jüdische Menschen die Möglichkeit hatten, sei es nach Frankreich bzw. durch Frankreich auszureisen. Einer dieser Transporte ging zum Beispiel auch nach Belgien. Die Personen mussten natürlich gültige Reisepapiere haben, Geldmittel in nötiger Menge natürlich, und war angedacht
um zum Beispiel nach den Vereinigten Staaten oder Übersee auszureisen, benötigen sie auch Visa. Diese Ausreisetransporte wurden genehmigt und auch logistisch unterstützt. Und da war unter anderem auch Schmalz beteiligt. Er selbst hat den Transport begleitet, der auch von Alex Bonn begleitet wurde, einem wichtigen Vertreter der jüdischen Gemeinde und rund 150 Personen umfasste. Es sind aber vor allem jetzt die Nachkriegsquellen, besonders die, sagen wir jetzt plakativ, die Passagiere dieser Abfertigungstransporte, die später das erste Mal auch von Schmalz sprechen und das erste Mal, wo auch zu erkennen ist, dass Schmalz gegenüber anderen Gestapo-Beamten aus der Masse etwas heraussticht. Wie wird Schmalz von seinen jüdischen Opfern, aber auch von seinen Arbeitskollegen wahrgenommen? Ich habe in den einzelnen Akten, die ich einsehen durfte, nur positive Aussagen über Schmalz gefunden, was jetzt Personen jüdischen Glaubens betrifft. Wie gesagt, es sind aber auch nur Überlebende, die über Schmalz berichten. Das ist wichtig, das muss man voraussetzen. Und man muss auch sagen, dass das fast alle Personen waren, die in einer leitenden Position waren, die also mit Schmalz auch, sagen wir mal, verhandeln konnten. Die sprechen von einem respektvollen Mann, der einen gepflegten Umgang hatte, der durchaus wie soll ich jetzt sagen, der seinen Beamteneid nicht brechen wollte. Also er wollte seinen Auftrag durchführen, aber er hat versucht, das Ganze so menschlich wie möglich zu gestalten. Mit Respekt, mit Einfühlungsvermögen. Und genau das mit dem Einfühlungsvermögen zum Beispiel wird auch anschließend von einem weiteren Beamten der Besatzungsmacht dargestellt. Es ist Willy Braukmann, der aussagt, dass Otto Schmalz sich hervorgetan hat, dass er die Menschen immer als mit sehr viel Verständnis den jüdischen Menschen entgegengetreten ist. Also ich glaube, das charakterisiert schon mal die Art und Weise, wie Schmalz sich mit seinen, ja, du sagst Opfern, ich sag jetzt mal mit seinen Gegenübern identifiziert hat. Es wird auch in einer späteren Akte, Nachkriegsakte, immer wieder darauf hingewiesen, dass Schmalz an und für sich einen Charakterzug hatte, dass er sich, egal in welcher Situation, sehr gut auf sein Gegenüber einstellen konnte. Und es wird auch immer wieder unterstrichen, dass er sehr respektvoll war. Es wird aber auch von seiner politischen Einstellung gesprochen, fest deutsch glaubend, das sagt zum Beispiel aus der Oppenheimer, man kann fast sagen deutsch-national. Er hat auch an den Sieg Hitlers geglaubt, hat den auch verteidigt, aber antisemitisch hat er sich, was jetzt die Angaben der jüdischen Personen betrifft, sich nicht geäußert. Du hast jetzt eine Person erwähnt, Willy Braukmann, ein Mitarbeiter der Abteilung 4a, Juden- und Immigrantenvermögen. Zum besseren Verständnis, inwieweit arbeitete das EKL und somit auch Schmalz mit anderen Verwaltungen wie beispielsweise der Abteilung 4a zusammen? Willy Braukmann war Mitarbeiter der Abteilung 4a, Paul Cerf, der luxemburgische Journalist, Autor mehrerer Studien auch über das Leiden der jüdischen Gemeinschaft zur Zeit der NS-Besatzung, sagt aus, dass Braukmann vor allem als Aufgabe hatte, die jüdischen Menschen aus den Wohnungen zu vertreiben, aber vor allem auch die anschließende Beschlagnahme ihrer Vermögenswerke, ihrer Möbel zu organisieren. Braukmann unterstand also einer ganz anderen Verwaltung als Schmalz, aber man kann sagen, dass Schmalz ihm zugearbeitet hat. Ich erkläre mich. Sind Menschen ausgewandert, später wurden sie oder in einer späteren zweiten Phase, wenn sie deportiert wurden die Listen der deportierenden jüdischen Menschen aufgestellt und eine Kopie hat Schmalz Braukmann übergeben. Braukmann sagt aber auch aus, und das wird auch aus anderen Quellen deutlich, dass Braukmann und Schmalz in einer Art stillschweigendem Einverständnis einer Reihe Juden geholfen haben sollen. Es wird gesagt, dass unvermögende Juden geholfen wurden, indem
verschiedene Mobiliarwerte besser gestellten Juden verkauft wurden, aber auf ein Konto der halt eben ärmeren jüdischen Menschen eingezahlt wurden, damit die auch, sagen wir mal, liquide waren, um vielleicht noch eine Ausreise oder was auch immer, Hilfestellung zu erhalten. Die Wohnungen wurden dann anschließend, also die früheren jüdischen Wohnungen, wurden zum Teil auch Nazi-Verantwortlichen zur Verfügung gestellt. Und ein anderer wichtiger Punkt, Willy Braukmann war auch derjenige, der verantwortlich war für die Einrichtung, die Installation des früheren Klosters Fünfbrunnen als ein Achtsammellager. Nun stellt sich natürlich die Frage bei dieser Zusammenarbeit zwischen Braukmann und Schmalz. Wir konnten ja einige Nachweise unter anderem finden, dass relativ hohe Vermögenswerte von Schmalz, leider sind diese Dokumente nicht datiert, aber wir sprechen hier von rund 8.000 Reichsmark, die von Luxemburg aus zur Familie seiner damaligen Frau geschickt wurden. Kann man hier dass er von der Situation vom Leid der Juden profitiert hat, kann man davon sprechen? Gibt es dafür Hinweise? Beweise nicht. Aber schicken wir mal voraus, man muss zunächst einmal wissen, wo der Otto Schmalz gewohnt hat. Das ist nicht unwichtig. Otto Schmalz hat auf 29a Äußerer Ring gewohnt. In unmittelbarer Nähe war ein Lager einer sehr bekannten Luxemburger Speditionsfirma. Und wir wissen aus einem Ausstellungskatalog, dass in dieser Speditionsfirma bei Kriegsende auch Mobiliarwerte jüdischer Familien wiedergefunden wurden. Das heißt, schon alleine von der Lage seiner Wohnung aus, der musste sich nur auf seinen Balkon stellen, dann hat der Otto Schmalz gesehen, dass da in regelmäßigen Abständen Möbel und andere Werte von einer bestimmten Spedition eingefahren wurden und eingelagert wurden. Der konnte sich ja denken, wo die Möbel herkommen. Er konnte es sich vor allem auch besser dadurch denken, da er ja selbst Braukmann die Listen übergeben hat. Wir sind dem Historiker Georges Büchler dankbar, der uns auf die, wie du soeben gesagt hast, beide Einzahlungsbelege aufmerksam gemacht hat, die klar zeigen, dass Otto Schmalz doch zweimal einen erheblichen Wert an Reichsmark eingezahlt hat, nach Hause. Jetzt muss man sagen, dass wir nicht einordnen können, zeitlich nicht einordnen können, wann er diese Überweisung getätigt hat. Aber aufgrund des Auffindens dieser beiden Einzahlungsquittungen wissen wir aber, dass Schmalz vor den Luxemburger Behörden zumindest in diesem Fall gelogen hat. Denn er hat nämlich ausgesagt, er hätte sein gesamtes Vermögen verloren. 8.000 Reichsmark in der damaligen Zeit war schon ein recht hübsches Sümmchen. Wenn er dann aussagt, er hätte aufgrund der Kriegssituation sein ganzes Vermögen verloren, da stimmt was nicht in der Logik. Also wir können nicht beweisen, oder ich tue mich jetzt schwer damit, hier öffentlich zu sagen, dass er hat sich bestechen lassen oder dass er da Vermögenswerte sich angeeignet hat. Das können wir nicht beweisen. Aber wir wissen, dass er trotzdem Geld an die Familie seiner Frau hat überweisen lassen. Vielleicht kann man noch eine kurze Sache hinzufügen. Das Gehalt eines ganz normalen, also er ist ja jetzt auch nicht auf einer Leitungsebene oder so bei der Gestapo beschäftigt gewesen, sondern er war einfach ein ganz normaler, auf einem unteren Rang angestellter Beamter bei der Geheimen Staatspolizei. Da gibt das Gehalt nicht so viel her, dass man Geldzahlungen in Höhe von 8.000 Reichsmark mal ebenso an die Familie der Frau schickt. Also alleine aus den normalen Einkünften, die er hatte, wäre das nicht zu stemmen gewesen. Das vielleicht als Randnotiz dazu. Gut, nun ist es so, wir schreiten etwas voran in der Timeline. Im Frühjahr 1941 wird Paul Schmidt, das heißt sein Vorgesetzter, nach Trier zurückbeordert. Das heißt, Otto Schmalz bleibt damit als alleiniger Judensachbearbeiter in Luxemburg zurück. Ja, er wird dann auch Leiter seiner eigenen Abteilung,
kann man so sagen. Und in der Folge nimmt er an mehreren Spezialschulungen und auch Besprechungen in Berlin teil, nämlich im Reichssicherheitshauptamt, im sogenannten Eichmann-Referat, also unter der Leitung von Adolf Eichmann, das Referat 4B4. Und er selbst beschreibt, dass die Themen, die dort behandelt wurden, unter anderem, wie man unterscheiden kann zwischen arbeitsfähigen Juden, nicht arbeitsfähigen Juden und eben wohin im Endeffekt die Juden abtransportiert werden sollen in Richtung Osten. Er selbst behauptet später aber, dass dass die Abteilung 4B4 verantwortlich ist für die Planung der sogenannten Endlösung der Judenfrage, überhaupt nicht davon gesprochen wurde, dass die Juden Europas im Endeffekt getötet werden sollen. Er geht, ich zitiere, später sagt er das, geht er davon aus, dass die Juden ausgesiedelt und in Ghettos im Osten wieder angesiedelt und dort, zumindest soweit es sich um arbeitsfähige Juden handelte, zum Arbeitseinsatz herangezogen werden sollte. Muss ich dann natürlich die Frage stellen, was geschieht mit den nicht als arbeitsfähig klassifizierten Juden? Und in einige Sätze darauf gibt er dann zu, ja, bei diesen Besprechungen hatte ich schon einige Bedenken. Bedenken über was? Das heißt, man kann davon ausgehen, dass er nicht ganz die Wahrheit wohl gesagt hatte und dass wohl im Eichmann-Referat bei diesen Besprechungen auch Tacheles gesprochen wurde und eben die Ziele der Endlösung der Judenfrage besprochen wurden. In den folgenden Wochen und Monaten, das heißt nach diesen Spezialschulungen und Besprechungen, bei denen er unter anderem auch gelehrt wurde, wie er diese Richtlinien vom Reichssicherheitshauptamt 1:1 umsetzen sollte, kam von Berlin sogenannte Weisungen, die an das EKL und auch nach Trier, die Schmalz dann umsetzen sollte. Lena, was kann man unter sogenannten Weisungen eigentlich verstehen? Naja, erstmal muss man sagen, dass Weisung an sich ein sehr schwammiger Begriff, worunter man grundsätzlich alle Arten von Anweisungen verstehen kann, die von einer vorgesetzten Behörde, in dem Fall vom Reichssicherheitshauptamt, eben an alle regionalen Staatspolizeistellen ausgegeben worden sind. Und dazu zählten dann auch Luxemburg, das EKL in Luxemburg und zum Beispiel auch die Gestapo in Trier und alle Gestapo-Stellen, die sonst so auf dem Reichsgebiet existierten. Und diese Weisungen veränderten sich auch im Laufe der Zeit. Also die erste Weisung, die so von Schmalz, könnte man sagen, vor Ort kommuniziert und dann auch umgesetzt worden ist, ist diejenige, die ab 1941, also wir haben eben gehört, bis 1941 wurde, um Luxemburg Juden rein zu bekommen, das Ausreisen der jüdischen Bevölkerung forciert und 1941 gab es dann ein sogenanntes Ausreiseverbot für die gesamte noch auf dem Gebiet des Reiches und den besetzten Gebieten verbliebene jüdische Bevölkerung. Und diese Weisung, das war die erste Aufgabe zum Beispiel auch von Otto Schmalz, die galt es umzusetzen. Das heißt, er hat diese Weisung erhalten, diese dann kommuniziert an das Konsistorium beispielsweise, die das dann wieder an die einzelnen jüdischen Gemeinden und die Mitglieder der jüdischen Gemeinden weiter kommuniziert hat. Das heißt, man könnte sagen, er hat einfach nur Anweisungen erstmal umgesetzt. Diese Anweisungen betrafen dann im weiteren Verlauf aber auch die Erstellung und die Zusammenstellung, die Abwicklung von Deportationstransporten, die die nächste Konsequenz des Ausreiseverbotes waren. Das war dann sozusagen seine nächste Aufgabe, sich um die Zusammenstellung der Deportationstransporte zu kümmern. Da ging es zunächst einmal, das hört sich jetzt vielleicht für uns sehr technisch an, aber auch um das Einhalten von Fahrplänen. Also Sie müssen sich vorstellen, das Deutsche Reich befindet sich zu allen Grenzen hin im Kriegszustand. Es finden Truppenbewegungen statt und in dieser ohnehin logistisch dann schon angespannten Zeit werden Tausende von Menschen quer durch das Reichsgebiet transportiert mit dem einzigen Ziel, sie dort, wo sie dann ankommen, zu internieren oder gegebenenfalls unmittelbar
zu töten und zu ermorden. Und da gilt es, klare Fahrpläne einzuhalten. Das war auch eine Weisung an ihn, sich darum zu kümmern, dass sozusagen einfach die Abläufe funktionieren. Das heißt, er hatte eine ganz zentrale Aufgabe, darin sicherzustellen, dass die Deportation der jüdischen Bevölkerung Luxemburgs überhaupt logistisch umgesetzt werden konnte. Und das war auch mit einer Berichtspflicht nach Berlin verbunden. Also wo eine Weisung ergeht, muss man immer auch berichten. Das heißt, es war so ein wechselseitiges Informieren letztlich. Und dann war er zuständig für das Zusammenstellen der Transporte, der Deportationstransporte. Auf diesen Punkt kommen wir gleich zu sprechen, aber waren diese Weisungen sozusagen in den Stein gemeißelt oder konnte man sie auch etwas abändern? Bedingt. Also grundsätzlich war es insofern in Stein gemeißelt, als dass es darum ging, bei der Deportation teilweise auch Kontingente zu erfüllen. Da wurden alle Städte und Kreise im Reich sozusagen mit Kontingenten belegt, die sie zu erfüllen hatten. Das heißt, eine Anzahl von X Jüdinnen und Juden galt es zu deportieren und da mussten erstmal einfach nur Zahlen, blanke Zahlen letztlich tragischerweise geliefert werden. Das heißt, das galt es zu erfüllen. Sich über solche Weisungen einfach so hinwegzusetzen aus einer regionalen Perspektive gegenüber der übergeordneten Reichsbehörde, das war nicht möglich. Das bedurfte grundsätzlich einer Zustimmung aus Berlin und das war ohne weiteres so tatsächlich nicht möglich. Es gibt ein solches Beispiel von einem Transport von 24 Juden beispielsweise, der unmittelbar von Luxemburg aus ins Konzentrationsvernichtungslager nach Auschwitz sozusagen angewiesen wird, der ursprünglich hätte nach Theresienstadt gehen sollen, in das sogenannte Altersghetto. Aber das ist sozusagen die einzige, also wenn wir es auf dieses Thema begrenzen, die einzige Abweichung von den ursprünglichen Weisungen, die da festzustellen sind. Und auch die ging nur mit Zustimmung aus Berlin. Du hast ja auch jetzt von der Zusammenstellung der Listen für die zu deportierenden Personen gesprochen. Das EKL arbeitet ja eng mit der Gestapo-Stelle in Trier zusammen. Wie sah diese Zusammenarbeit im Endeffekt aus? Und auch bei der Aufstellung der Listen, inwieweit wurde das jüdische Konsistorium in diesen Prozess im Endeffekt mit eingebunden? Also erstmal zu sagen, ja, eine Zusammenarbeit zwischen Trier und Luxemburg, zwischen den beiden Behörden bestand auch in dieser Hinsicht. Also ich glaube, am klarsten wird es, wenn man sich den Deportationszug vom 16. bzw. 17. Oktober 1941 anschaut, der in Luxemburg startete, sozusagen mit luxemburgischen Jüdinnen und Juden, dann einen weiteren Halt in Trier machte, wo Jüdinnen und Juden aus Trier zustiegen, die dann sozusagen gemeinsam ins Ghetto nach Litzmannstadt weiter deportiert worden sind. Das heißt, hier gab es eine direkte Zusammenarbeit, weil man nicht nur gleiche Züge besetzt hat mit den zu deportierenden Menschen, sondern da auch in der Vorbereitung tatsächlich eine Zusammenarbeit stattgefunden hat. Also diese Zusammenarbeit, die ich am Anfang angedeutet habe, die so auf so einer personellen Ebene zunächst sich angedeutet hat, die zog sich eigentlich in die gesamte behördliche Arbeitspraxis, könnte man sagen, durch. Und so eben auch auf dem Feld der Deportation der jüdischen Bevölkerung. Genau, und zum zweiten Teil der Frage, inwieweit war eigentlich das Konsistorium mit beteiligt. Auch da muss man sagen, ja, es war beteiligt und musste zum Beispiel die Zusammenstellung von Transportlisten, zumindest in Teilen, mit übernehmen oder zumindest gegenprüfen. Und letztlich hatte das auch die Aufgabe, den Menschen diese Nachricht zu überbringen, also die sich zur Deportation einzufinden hatten. Also da wurde sozusagen dem Konsistorium die Aufgabe auferlegt, die Menschen dann gezielt zu adressieren, ihnen mitzuteilen, wann sie sich wo einzufinden hatten und was sie überhaupt alles nur an Gepäck und an persönlichen Gegenständen mitzunehmen hatten. Das heißt, diese direkte Kommunikation eigentlich, jemanden auf seine Deportation in den Osten, wie es dann hieß, also in ein Lager letztlich vorzubereiten, das hat man vielleicht bequemerweise auch von der Behörde selbst abgegeben und dem jüdischen Konsistorium übertragen. Dann von den
Listen kommen wir dann zur Deportation selbst. Wie sah eigentlich der Ablauf, beziehungsweise auch relativ zynisch die Abfertigung solcher Transporte in den Osten aus? Was sagen uns da die Zeitzeugen? Also anschließend zu dem, was Lena soeben gesagt hat, ja, wie gesagt, das Konsistorium oder Ältestenrat oder wie auch immer, Schmalz sagt auch ab einem gewissen Moment, Oppenheimer hat den betroffenen Personen Bescheid gegeben, wann sie sich wo genau einzufinden hatten. Schmalz selbst war mindestens Begleiter bei 2 Transporten gen Osten. Man muss sich das so vorstellen, dass es an und für sich Viehwagen waren, wo die jüdischen Personen eingepfercht wurden. Die waren zum Teil mit Stroh und auch mit kleinen Öfen eingerichtet. Angehängt wurde aber auch ein Personenwagen für das Bewachungspersonal. Wie gesagt, 2-mal war Otto Schmalz dabei, zusätzlich ein weiterer Gestapo-Beamter und dann zwischen 8 und 10 Mann der Schutzpolizei. Ein Beispiel der Deportationstransport vom 28. Juli 1942 nach Theresienstadt wurde von Otto Schmalz begleitet. Ich habe den unter anderem ausgewählt, auch aus einer anderen Ursache, die den meisten vielleicht bis jetzt noch nicht bekannt ist. Bei diesem Transport dabei war Leopold Weiler. Warum ich diesen Mann ausdrücklich erwähne, ist folgendes: Der war Nachbar von Otto Schmalz. Beide haben nachweislich die gleiche Meldeadresse in Luxemburg-Stadt. Das war ein Mehrfamilienhaus und Leopold Weiler hat lange Zeit gemeinsam mit Otto Schmalz dieses Haus bewohnt. Das ist mittlerweile bewiesen. Kommt noch hinzu, Leopold Weiler ist Familienvater, seine Frau ist verstorben, also Witwer. Seine Tochter lebt in einer sogenannten Mischehe und wird weiterhin die ganze Kriegszeit über mit Otto Schmalz an gleicher Adresse leben. Das muss man sich auch mal vorstellen. Dieser Zug ist aber, oder Deportationszug ist aber auch noch aus einer anderen Ursache wichtig. Es wird berichtet und auch abgedruckt, das finden wir mehrmals mittlerweile, dass Otto Schmalz einen Brief von Kurt Edelstein wieder mit zurück nach Luxemburg bringt. Und dieser Brief wurde auch abgedruckt und auch aus diesem Brief geht hervor, dass der begleitende Gestapo-Beamte, und das muss man dann so lesen und so interpretieren, dass damit wohl Otto Schmalz gemeint ist, sich durchaus menschlich gezeigt hat. Ja, ich lasse das jetzt mal so stehen. Also in den Situationen, in einer solchen Deportationssituation sich menschlich zeigen, ist schon schwierig und ist auch, übersteigt das menschliche Vorstellungsvermögen einfach. Als der Zug dann in Theresienstadt ankam, war es auch die Aufgabe von Schmalz, die Begleitpapiere abzugeben. Also er hatte da wirklich auch eine ganz technische Aufgabe, eine ganz bürokratische Aufgabe. Überprüfen, ob alle an Bord waren, um es jetzt mal salopp auszudrücken, und dann anschließend die Begleitpapiere an richtiger Stelle wieder abgeben. Beim zweiten Transport war Schmalz auch dabei. Das ist der Transport vom 6. April 1943, 97 Personen. Wenn ich das richtig verstanden habe, ging dieser Transport von Saint-Fontaine, also 5 Brunnen, aus fort. Da war sowohl Hartmann als auch Schmalz bei der, in Anführungszeichen, Verladung dabei, Anführungszeichen wohlgemerkt. Und auch Schmalz hat diesen Transport wiederum bis Theresienstadt begleitet. Jetzt hatte ich meine eigentliche Frage vergessen. Gut, machen wir dann im Programm. Du hast ja jetzt auch angesprochen, jetzt weiß ich die Frage wieder. Er war ja unter anderem dann auch bei diesen Transporten, er wusste ja, was mit dem Juden im Endeffekt geschieht. Das ist ja auch ein Beweis dafür, dass er nicht so genau mit der Wahrheit herausrückte. Er hat ja auch unter anderem auch bei einem Transport war er bis ins Ghetto Theresienstadt mit dabei und darüber berichtet er relativ ausführlich. Ja, also, um es kurz zu machen, er beschönigt. Er sagt, er sei nur kurz da gewesen, hätte keine richtigen Erinnerungen daran. Er spricht, dass er da im Casino der Wachmannschaften vorbeigeschlendert wäre. Er spricht an und für sich von paradiesischen Zuständen, aber das ist natürlich Quatsch. Er sagt auch aus, dass er schon gemerkt hat, dass die jüdischen Insassen da beengt beieinander gewesen wären, aber es wäre durchaus noch
ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie er sich ausdrückt, aber es wäre durchaus noch menschlich gewesen. Es wäre noch zumutbar gewesen, glaube ich, ist der Ausdruck, der er benutzt. Also er beschönigt seine Aussagen, ja. Nun hast du vorhin angesprochen, diese Gesten, zum Beispiel, dass er verschiedenen Personen die Briefe noch entgegennimmt und die dann noch mit nach Luxemburg nimmt, beziehungsweise auch wie er beschrieben wird, wieder mal positiv, ein höflicher Polizist. Wie würdest du im Allgemeinen die Beziehung von Schmalz nicht nur zu den Leuten, also wenn er die Deportationszüge begleitet, zu den Menschen an sich, sondern vielmehr zu den Verbindungsmännern. Verbindungsmänner in der Hinsicht, dass er mit Alfred Oppenheimer, mit Leib und mit Grünberg, wie würdest du diese Beziehungen beschreiben? Also ich kann mich da für sich nur wiederholen. Er wird als treu deutsch, aber korrekt dargestellt, menschlich, deutsch-national ist der Ausdruck, der mir da einfällt. Alle diese Personen sagen aber aus, sie hätten ihn nicht unbedingt als antisemitisch erlebt. Ne? Er hätte sie respektvoll empfangen und mit ihnen sachlich das zu Besprechende halt eben abgehandelt. Ja, man muss aber auch bedenken, und das ist wichtig, glaube ich, hervorzuheben, es hat sich um die Verbindungsmänner, um die Verantwortlichen des jüdischen Konsistoriums, respektive des Ältestenrates gehandelt. Es sind allesamt, wenn wir jetzt mal Kurt Edelstein, den eben erwähnten, ausblenden, haben sie alle überlebt. Ich glaube, Schmalz selbst hat sich auch etwas davon versprochen, dass er die Verantwortlichen der jüdischen Gemeinschaft hat korrekt behandeln lassen. Vielleicht jetzt eine steile These, die ich wage, aber trotzdem, er hat ja vielleicht gehofft, dass einige überleben und später auch für ihn aussagen werden. Die schwierigste Aufgabe für mich ist, glaube ich, die zu beantworten, die Frage nach, wie ist die allgemeine Meinung der verfolgten Juden zu Schmalz? Wir haben das ganz zu Beginn des Gesprächs schon erwähnt. Wir haben meistens halt eben schriftliche Aussagen, die gleich nach Kriegsende, respektive im Zusammenhang auch mit den Prozessen, Témoignage, wie soll ich jetzt sagen, Aussagen halt eben, die gesammelt wurden. Ich habe versucht, ich habe ja jetzt aufgrund meiner Arbeit als Kurator des Memorial de la Shoah, auch als Autor einzelner Biografien, Zugang zu verschiedenen Personen, die jetzt vielleicht noch nicht so oft interviewt wurden, Personen oder, wie soll ich sagen, Nachkommen jüdischer Familien, die jetzt nicht so im Fokus standen. Ich habe auch innerhalb der jüdischen Gemeinde in Esch zum Beispiel gefragt, die meisten von denen, von mir gefragten Personen, antworten, dass der Name Schmalz ihnen noch gar nichts sagt. Zum Beispiel habe ich die zweite oder dritte Generation der Nachkommen der Familie Leopold Weiler ausfindig gemacht. Ich habe mit denen gesprochen, obwohl deren Vorfahren im gleichen Mehrfamilienhaus wie Schmalz gelebt haben. Der Name Schmalz ist denen überhaupt nicht geläufig. Also wie ich das interpretieren soll, weiß ich auch noch nicht. Was auch noch wichtig ist, meiner Meinung nach, geklärt ist überhaupt noch nicht die Frage, wie Schmalz reagiert hat bei geglückter Flucht. Wir wissen, dass zumindest 5 Personen die Flucht gelungen ist aus dem Lager 5 Brunnen. Wir wissen aber nicht, wie, also ich weiß zumindest nicht, vielleicht weiß das jemand anders, der da Akten gefunden hat oder angegangen hat, wir wissen nicht, wie Schmalz daraufhin reagiert hat. Und wir wissen auch nicht, oder ich zumindest weiß noch nicht, wie Schmalz reagiert hat, wenn bei Deportation vorgesehene Personen sich dieser Deportation durch Nichterscheiden entzogen haben. Ich weiß zum Beispiel beim ersten vorgesehenen Deportationszug vom 16. Oktober 1941 sind eine Reihe jüdischer Personen nicht angetreten. Wie hat Schmalz da reagiert? Weiß ich bis jetzt noch nicht, kann ich nicht einordnen. Aber nicht nur die Reaktion von Schmalz, sondern auch eigentlich auch seiner Vorgesetzten. Wir haben jetzt viel immer auch das Bild, dass er dargestellt, der positive, der gute Polizist, dass er auch mal einen Brief mitgenommen hat. Das macht aber nicht unbedingt zu einem guten Polizisten oder zu einem guten Menschen, wenn man einen Brief mitnimmt. Welche Möglichkeiten hatte eigentlich Schmalz, den Juden zu helfen, beziehungsweise ihnen das Leben, sagen wir es ja, unter Grenzwissen zu erleichtern? Und wie reagierten eigentlich seine Vorgesetzten darauf? Also ich habe einzelne konkrete Beispiele. Alfred Oppenheimer sagt zum Beispiel aus, dass Schmalz ihm regelmäßig Zigaretten zugesteckt hat,
respektive er sagt auch einmal in einem Interview aus, dass der Otto Schmalz ihm auch mal Schokoriegel für seinen Sohn René mitgegeben hat. Wir wissen aus anderen Aussagen, dass Schmalz nach den meisten Deportationszügen, also bis zu 243 um den Dreh rum, sich auch hinsichtlich der noch in Luxemburg verbliebenen jüdischen Menschen korrekt behandelt hat, einzelne Anzeigen zum Beispiel glatt unter den Tisch hat fallen lassen, respektive die Anschuldigungen so glatt hat bügeln lassen, dass denen nichts Schlimmes passiert ist. Also das sind so konkrete Beispiele, die wir durchaus haben. Nun, nach dem letzten Deportationszug aus Luxemburg muss sich Schmalz quasi nur noch mit der sogenannten Restvereinigung unter Dr. Eugen Grünberg, also muss sich um die kümmern. Infolgedessen hat er, wie Lena bereits angeschnitten hat, wurde er auch in anderen Referaten unter anderem eingesetzt, da er nicht mehr vollends ausgelastet war. Jetzt eine Doppelfrage an euch beiden. Also ihr könnt dann wählen, wer die Frage dann beantworten will. Wie positioniert er sich gegenüber dieser jüdischen Restvereinigung? Und welche Aufgaben wurden Schmalz neben der des Judensachbearbeiters dann schlussendlich noch anvertraut? Also eher zum Schluss seiner Karriere hier in Luxemburg. Vielleicht fangen wir... Immer etwas warten. So, ja. Vielleicht fange ich mit dem zweiten Teil der Frage an. Also er war dann Judensachbearbeiter weiterhin, hatte sich ja nur noch um diese Restvereinigung letztlich zu bemühen und hat dann aufgrund der Tatsache, dass sein Aufgabengebiet geschrumpft war, zusätzliche Aufgaben übertragen bekommen. Ich hatte das am Anfang ja schon mal kurz angeschnitten. Er war zum Beispiel weiterhin dann für Schutzhaftverfügungen mit zuständig. Das war ja in dem ersten Schritt schon mal während des Streiks 1942, wo sozusagen ein erhöhter Bedarf an Beamten geherrscht hat, Schutzhaftverfügungen zu verhängen. Da wurde Otto Schmalz zu rekrutiert und diese Aufgabe hat man ihm dann auch ab der zweiten Jahreshälfte 1943 wieder mit übertragen. Also war weiter für das Verhängen von Schutzhaft und damit letztlich im Umkehrschluss auch für die Einweisung von Menschen in Konzentrationslager mit zuständig durch dieses Verhängen der Schutzhaftverfügung. Die im Übrigen auch, weil wir das eben zum Thema hatten, es waren auch Weisungen aus Berlin, die vor Ort umgesetzt worden sind, aber da musste mitnichten für jeden Schutzhaftbefehl nach oben Rücksprache gehalten werden, sondern es gab so vorgedruckte Formblätter mit der Unterschrift schon unten drauf gesetzt, die ausgefüllt werden konnten von den regionalen Dienststellen. Das war eine der Aufgaben von Otto Schmalz. Ich hatte schon gesagt, er war für diese Gefangenen-Sammelstelle zuständig. Das heißt, das war eigentlich ein nahtloser Anschluss, könnte man fast sagen, an seine Zuständigkeit dann als Schutzhaftreferent, dass er auch für die Verteilung eigentlich von Gefangenen mit zuständig war. Denn das Luxemburger Grundgefängnis als erste Anlaufstelle für verhaftete LuxemburgerInnen ist zunehmend übergelaufen, sodass diese Personen auf Gefängnisse in der Großregion, sprich auch in der Region Trier beispielsweise, verschoben werden mussten, rein aus Platzgründen schon. Und er hat eine Aufgabe bekommen, die ihm dann nach 1945, wenn man den kleinen Vorgriff wagen darf, nochmal zur Aufgabe geworden ist. Er war nämlich dann so kurzzeitig bei der Sittenpolizei auch mit eingesetzt. Da ging es dann zum Beispiel um die Verhaftung von Prostituierten oder als Prostituierten wahrgenommenen Frauen in Luxemburg. Und das ist zum Beispiel eine Zuständigkeit, die er auch wieder bei der Kriminalpolizei in Düsseldorf, wo er nach dem Krieg dann nochmal weiterhin arbeiten konnte, erneut, also bei der Sitte, so hat man dann gesagt, war er dann wieder eingesetzt. Das heißt, das ist auch so ein weiterer Aufgabenteil, der ihm zugefallen ist, könnte man sagen, und der ihn dann auch in seinem weiteren Werdegang weiter begleitet hat. Ganz konkret kann ich vielleicht noch anfügen, Sie haben ja vielleicht mitbekommen, dass ein Artikel im Tageblatt war. Daraufhin hat sich ein Forscher bei uns gemeldet, der selbst auch zu Gestapo-Beamten geforscht hat und hat uns mitgeteilt, dass laut Aussage von Klöcker Otto Schmalz auch an der Verhaftung des Widerstandskampfes
Kämpfer des Resistenzlers Schickes soll teilgenommen haben. Das war im April 1942, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Also anschließend an das, was Lena gesagt hat, jetzt ganz praktisch dargestellt. Ne? Noch zu der zweiten Frage mit dem Verhältnis zur, also wie positioniert er sich gegenüber dieser jüdischen Restvereinigung? Also das, was ich dazu gelesen habe, schließt immer wieder an das an, was ich schon vorhin gesagt habe. Er wird als respektvoll, menschlich, korrekt, aber trotzdem treu deutsch und halt eben deutscher Beamter beschrieben. Es sind immer die gleichen, wie soll ich sagen, Adjektive, die da benutzt werden. Das heißt auch hier, kurz noch etwas zu vertiefen, wenn zum Beispiel Personen eine Mischeheverhältnis, wie man damals dann gesagt wurde, waren und der arische Ehepartner starb, anstelle dann die Person, also den jüdischen Partner dann zu deportieren, fiel diese Person dann unter den Tisch. Zumindest gibt das Eugen Grünberg in seinen Berichten unter anderem an, dass Schmalz einige Male das dann auch getan hat. Was noch? Nur vielleicht zu diesem Gesamtbild, das jetzt immer von Otto Schmalz gerade so in der Retrospektive von Überlebenden gezeichnet worden ist. Also wir hatten uns da ganz oft darüber unterhalten, wie positionieren wir uns jetzt eigentlich zu Otto Schmalz und was halten wir denn von dem? Und ich glaube, es ist klar geworden, dass er, wie kann es anders sein, er war nun mal ein Mensch, eine ambivalente Person war. Er ist weder nur schwarz noch weiß zu lesen in seinem Verhältnis weder zum Nationalsozialismus noch wahrscheinlich zu den Menschen, die als Jüdinnen und Juden verfolgt worden sind. Aber ich glaube, zunächst einmal sollte man vorsichtig sein mit Urteilen, denn uns liegen eben nur Aussagen vor, die von ihm stammen als Zeuge in Verfahren, in denen er natürlich, um Gottes Willen, niemals selbst als Angeklagter hat geführt werden wollen. Das heißt, er hat nicht nur versucht, sich selbst mit seinen Aussagen als Zeuge weiter zu entlasten, wie auch die Personen, die angeklagt waren, also seine Vorgesetzten, Fritz Hartmann beispielsweise. Die Personen, das hast du schon häufig gesagt, die aus der jüdischen Community zu ihm befragt worden sind, das sind alles Überlebende und es sind alles Menschen mit Einfluss gewesen. Und ich will das unterstreichen, was du zwischenzeitlich einmal gesagt hast, dass er sicherlich nicht ohne Grund sich zu bestimmten Personen möglichst korrekt verhalten hat. Und das ist ein Vorgehen, das man bei vielen Beamten der Verfolgungsbehörden, und dann ist es erstmal egal, ob man von Gestapo-Beamten, Kriminalbeamten, Schutzpolizisten oder Juristen in welcher Funktion auch immer spricht, wenn man der Meinung war, dass einem eine Person, wenn es denn doch schief läuft mit dem Endsieg, weiß man nicht, wie sehr Otto Schmalz dann wirklich daran geglaubt hat, aber dass man auf jeden Fall Möglichkeiten hat, sich auf deren Urteil zu verlassen. Und das scheint bei Otto Schmalz, das wäre zumindest meine Schlussfolgerung, offensichtlich aufgegangen zu sein, denn er hat Personen gefunden, die ihm ein gutes Zeugnis ausgestellt haben, die ihn als menschlich und korrekt und einfach einen guten deutschen Beamten dargestellt haben, der er scheinbar gewesen sein soll. Das ist nun mal erstmal eine Behauptung, die von deren Warte im Raum steht und die vielleicht aus deren Position auch ihre Berechtigung hat, weil sie letztlich überlebt haben und vielleicht verdanken sie es in ihrer persönlichen Wahrnehmung wirklich Otto Schmalz, aber die Worte von Hunderten und Tausenden Personen können eben nicht gehört werden, nämlich das sind diejenigen, die ums Leben gekommen sind. Und die einen werden Otto Schmalz nie gekannt haben, weil er nie mit ihnen in Verbindung getreten ist, weil das hat das Konsistorium getan. Aber ich glaube, das Bild wäre doch ein anderes, wenn die alle hätten aussagen können. Möchtest du noch was hinzufügen? Ja, wir sind ja auch ein wenig dabei, ein Psychogramm zu zeichnen. Interessant wäre vielleicht auch noch die Karriere des Otto Schmalz in den 50er und 60er Jahren zu beleuchten. Nämlich inwiefern hat er sich ausgezeichnet als Mann der Sitte. Da geht es ja auch manchmal etwas ruppiger zu, sage ich jetzt mal. Wie ist er da aufgetreten? Was sind da Feedbacks über seine Person? Und man darf auch nicht vergessen, wo der gute Mann zunächst mal später nach dem Krieg nochmal gewirkt hat und wo er auch seinen Lebensabend verbracht hat. Denn er war nicht als einziger
der früheren Gestapo-Gruppe Luxemburg in jener Stadt ansässig. Ob es da noch Verbindungen mit anderen gab, wissen wir nicht. Wir können es nicht belegen. Wir haben die Adressen gegeneinander ausgetauscht, also das war durchaus möglich, dass die sich da getroffen haben. Das war nicht aus der Welt. Also für diejenigen, die jetzt nicht folgen können, ich rede von Hartmann. Eben um daran anzuschließen und eigentlich das Schlusswort zu setzen, der Schlussfolgerung etwas vorgezogen wurde, ist aber gut. Was geschieht eigentlich mit Otto Schmalz im September 1944? Die Alliierten kommen und Otto Schmalz flüchtet zusammen mit seiner Frau wieder ins Deutsche Reich und wird dann, wie Lena schon einmal angedeutet hat, kommt dann nach Österreich und wird wieder bei der Grenzpolizei eingesetzt. 45 Mai 45 wird er dann schließlich festgenommen und aufgrund von Recherchen, aufgrund seiner Aufgabe, die er als Mitglied der Gestapo hatte, wird er dann schließlich festgenommen und in ein Internierungslager gebracht. Dort befindet er sich ungefähr in mehreren Internierungslagern ungefähr 2 Jahre. Er selbst sagt, ja, meine Frau muss bei Fremden leben, ich selbst habe alles verloren, ich muss bei Null anfangen und so weiter. 2 Jahre später wird er dann schließlich nach Luxemburg gebracht, wo dann eine Untersuchung gestartet wird mit dem Verdacht, dass er Kriegsverbrechen begangen hat. Die Akte wird relativ schnell ad acta gelegt, und zwar nach einigen Monaten. Im Juni 1947, um genau zu sein, und das vor allem aufgrund der Aussagen, die wir jetzt schon vermehrt gehört haben, eidesstattliche Erklärungen, sowohl von ehemaligen Mitarbeitern, aber vor allem von seinen ehemaligen Opfern, die dann für ihn ausgesagt haben. Später wird er dann, nachdem die Akta ad acta gelegt wurde, nach Deutschland repatriiert und einem Entnazifizierungsverfahren ausgesetzt, das er auch relativ gut besteht, und schließlich dann wieder in den Staatsdienst versetzt zu werden, in den Polizeidienst, zur Kripo, zur Sitte, wie ja bereits mehrfach gesagt wurde, und wo er dann in Düsseldorf, das ist die Stadt, wo dann schließlich auch später Hartmann arbeiten wird. Ob die beiden Kontakt haben, können wir aber im Endeffekt nicht sagen, aber wie viele Kilometer trennen die beiden voneinander? Dan, du hast das recherchiert? 8 Kilometer. Knapp 8 Kilometer. Nach Luxemburg kommt er auch noch einige Mal, beziehungsweise wird er einige Mal noch eingeladen, unter anderem bei den Nachkriegsprozessen. 1950 ist er in Luxemburg für eine Aussage und später dann noch in Deutschland auch ein Prozess, der gegen Hartmann geführt wird. Er selbst bleibt, wie du gesagt hast, aber relativ vorsichtig mit seinen Aussagen, will keinen zu sehr auf die Füße treten, nicht, dass er selbst noch ins Kreuzfeuer im Endeffekt gerät, auch bei seinen Vorgesetzten und auch bei ehemaligen Kollegen ist er relativ gut angesehen, abgesehen von Klöcker, der ehemalige Chef der Gestapo in Esch, der einige Male versucht, um es salopp auszudrücken, Schmalz in die Pfanne zu hauen und ihm versucht, etwas anzuhängen. Unsere Interpretation. Er bleibt in Düsseldorf, bleibt bei der Kripo, geht da in Pension und schließlich stirbt er 2002 im Alter von 98 Jahren. Das war eigentlich ein kurzer Einblick in das Leben von Otto Schmalz. Jetzt kommt aber noch ein kleines Highlight zum Schluss. Wir haben nämlich ein Foto oder mehrere Fotos von Otto Schmalz gefunden, insgesamt 2, und Foto wollen wir Ihnen natürlich nicht vorenthalten. Meine Damen und Herren, Otto Schmalz. In dem Sinne bedanke ich mich bei Lena und bei Dan und mache die Runde auf für Ihre Fragen. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuhören.